Willkommen für eine neue Sendung von der ARD Tele. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute präsentieren wir Hauptüberschriften von dieser Sendung. Als Deputiert waren es ganz aktiv und setzen sich für wichtige Anliegen von den Bürgern an. Themen, die dominiert tun, sind das Geld, Energie und Mobilität. Der wiest weiter. Vertreter von den zwei neuen Sektionen Walfer und Reden stellen sich vor, also wo an ihre jeweiligen Gemengen der Schwung drückt. Am Interview aus dem neuen ADR-Member Dave Delvo, der mit seinen Kurzvideos an den sozialen Medien einen Nerv bei den Leuten trifft und ganz viel Zuspruch kriegt. Massenimmigration, wirtschaftliche Entscheidungen wie der Green Deal an den Druck auf Meinungsfreiheit führen zu immer mehr Unruhe in Europa. Viele Bürger haben das Gefühl, dass hier nicht erst geholt gehen und politische Stabilität unter Druck gerät. Dafür die Forderung, dass auch an der Chambre ehrlich und offen über diese Entwicklung geschwätzt wird. Wir müssen mal ehrlich sein. Massenimmigration. Die Situation also in vielen europäischen Ländern aus dem Gleichgewicht geraten dadurch. Parallelgesellschaften, Unsicherheit, Polarisierung in der Politik, das dürfen wir doch nicht einfach ignorieren. Brexit, das kommt nur 2015 durch Migration. Abheben vom Schengen-Akkord kommt durch Migration. Und all die Parteien, die gut in der Macht will tun, sind heute an den meisten europäischen Ländern die stärksten Kräfte. Und dadurch muss die Migration, das ist die politische Stabilität, die ihr immer wollt, die ist hin. Und das ist das Resultat von der Massenimmigration. Dann zweitens, das ist das, was der Green Deal. Der Green Deal als ein ideologisches Projekt gegen die Industrie, Energiepreise explodieren, Millionen Arbeitsplätze sind Gefahr, während China und die USA immer weiter produzieren. Der Green Deal als wirtschaftliche Selbstmord. Das ist die Realität, da haben sie recht. Und drittens dann Meinungsfreiheit. Digital Services, a cancel culture. Missliebige Meinungen gehen nämlich gern gesehen hier in Europa, viele Länder. Und eine Demokratie muss kritisch Stimmen aushalten, liebe Kollegen, und nicht Bürger ausschüchtern. Meinungsfreiheit steht auf vielen europäischen Ländern unter Druck. Und brauche ich just nicht weit gucken, in Deutschland, da war eine Affäre, da war ein, den hat Schwachkopf gesucht für den Minister Habeck, und der konnte in ein Hausdurchsuchung. Dem Punkt sind wir angekommen an Deutschland. Und das ist das, was Sie kritisieren, das ist die Realität. An Amerika ging so Schuss. Dürfen du das so und froh, als wir die Courage auch als Europäer selber an den Spiegel zu gucken, und dir die Courage. Was das nicht so einfach für die so. Willkommen zu Walfer, an dem Dorf, wo ich groß gesehen habe. Eier mal aber über die katastrophale Verkehrslachei schwätzen, wollte ich euch noch etwas Ernst weisen. Willkommen am Walfer Park. Nee, wir sind hier am Schulhof vom Zickel 1, was aber eine Menge an definitiv nicht pädagogisch wertvoll ist. Was tun wir? Wir haben die ganze Zeit Kinder, die mit Sand an der Schung, mit Bulli an der Schung, zurück an ihr Schule gehen. Das Lehrpersonal ist genervt, die Eltern sind genervt. Ist das wirklich pädagogisch wertvoll, so einen Park zu bauen, für das Kinder können nur der Schule spielen oder während der Schule spielen? Wie viel hat das dort gekostet? Wie viel Entretien kostet das dort pro Jahr? Und wieso wird hier alles mit Grünflächen zugemacht, wo Kinder mal nicht mit einem Ball spielen? Wir stellen uns einfach froh, wäre das dort sinnvoll, und wie viel hat das ganz kostet, und wie viel Entretien kostet einfach? Der Schulhof sieht just noch aus wie ein Park. Wo können Kinder heim am Ball spielen? Nirgends. Alles ist voller Kresse am Boden. Wenn Kinder fallen, tun sich sogar noch mehr weh, wie wenn kein Kresse am Boden wäre. Überall sind Pflanzen gepflanzt gehen, Kinder laufen dadurch. Das ist ein Entretien sondergleichen. Was kostet als Gemeng? Wir sind hier auf der Lützeburger Straße. Die Straße, die an die Stadt führt und auch aus der Stadt rauskommt, für Walfer heran. Zu den Stoßzeiten als die Kamedi auf dieser Straße nicht zu erdrohen, und auch den Trafik nicht. Wir haben den Bürgermeister schon einmal gefragt, an unserem Brief an die Walfer Steseler Gemeng, wie es mit der Rettungsdienst ausgesehen. Zu den Stoßzeiten sind hier so viele Autos, dass kein Auto mit 4 Hand fahren kann. Wie gesagt, mit der Rettungsdienst aus? Wie sehr kann das SAMU oder die Ambulanz auf der Platz sein? Und wie sehr können Pompieren auf Feuer gerufen gehen?
Déi froh stelle mir eis an op déi Antwort werde mir nach immer vum Bayermeester vun der Walfer Gemeng. Wo sech sinn die Steng jo wonnerschein. Me wann e guckt wie wat ze agesat gin, niewen Betonsblick eng Reihe Schilder as et just fir d Leiit aufzuschrecken, fir dat se net mi sollen durchfuhren. Mit Leiit wunnen awer hai. A wat geschiet? Leiit fuhren duch eng Drstation, duch die ganz City essen, an den Trafik gëtt einfach total ëmgeleet, wat och net ziemlich umweltfreundlich ass wann ihr guckt, fir die 10 Meter hai durchzufuhren, muss ungefähr 3 Minuten lang durch eng City fuhren, wo d Leiit mat Kanner sinn, wo d Leiit moies schlofen, an den Trafik gëtt einfach durch die City ëmgeleet, wat total unlogisch ass. Des Weiteren, wann der je Stroos ha bis nu guckt, alles voller Plastiks, Weiß a Roder, Inseln, die dofir do sind den Trafik bisssen zu berauschen. Mir wat geschieht, Leiit sie genervt, ha sowieso eng Drstation, wo Leiit hier Auto und Owes vir und dir parken, a wo Leiit ragin, an da sind sowieso naturell Obstakeln do, wo Leiit einfach lerncht fuhren an bisssen mi los machen. Huet da wsche Sinn so eng Politik zu feieren, wo man de ganze Zeit alles nimmer mat Plastiksbarriere vollsetzen, iwwer Schilder luchten himachen, an Barrikade bauen, fir d Leiit ze nerven, an d Leiit einfach nimmen dazu ze verlede séier ze vor, weil se gestresst sind durch die ganz Ömledungen, die hai an der Gemeng gemacht gin. Weder gesit, geht do ranisch. Schmengen hai, hun se Schein Insel gebaut, schon 34 Joer mat Scheine Beem dran, déi ganz anert Bild weisen, wéi an der Rüdschemen fer. De Nodee leider ass zu Walfer, well sovi Chantien längsariert sinn, gëtt de ganzen Trafik vun der Hauptstroos ëmgeleet op als Drschstationen a fir d Leiit an da vun hai an der Stroos gëtt Situationun ëmmer méi schlimm an net ze liewen. Mat Kanner dobausen ze spielen no den Erbesstunden oder während den Erbstunden ass onméiglech, well hai sovi Leiit durchfuhren an net einfach ze geféierlech ass fir hai dat heiten eng Drstation ze nennen, an dafür muss unbedingt méi koordinéiert gin, wie dat der Moment fall ass. Den Trafik ass wie Wasserfloss. As ich wo Stau fën Wasser sicher wie rundrem. An hai hanner Dich ass den Bridler Biersch, wo d'Autoen da wie nucht de Bierschruf vorkommen. An wo huet staut, hannermar, gofuer Leiit an Reets a längs an Cityen ran, wo Drschazone sehner wo Kanner spielen. An dat, well Gerance vun de ganze Strossen a vun de Chantien falsch geriert gouf. Walfer an Engelbild erklärt. Alles geht am Chaos ënner, iwwer nëmme Chantien, a wie der hai am Hannergrund gesit, dat dotte resümiert genau wie et am Moment zu Walfer ausgesäit. Mi hunn alle goeten Hauptachsen, déi nëmmen am Chantier leiien, d'Leiit sie gezwungen, iwwer Nevenachsen auszuweichen, da wonach vun de Cityen an rundrem Walfer sind einfach nëmme nach genervt, kënnt zu de Stoßzeiten zu onméiglechen Retaren, Stauen iwwerall wo nëmme geht. Hannerdeis sinn e purkrechen, d'Leiit kommen immer zu spéit fir Kanner sichchen ze goen. D'Situatioun gëtt ëmmer mi schlimm. Wo ass Koordinatioun zwischen Staat a Gemeng, a wieso gouf du net éichter mat nee geschwaart? Ja, et si Sachen, die musssse gemacht gin, an nee, et muss méi koordinéiert gin. Et kann net sinn, dats Strossen, die vum Staat geréiert gin, willkürlech Chantien oberlech kreien, an Strossen, die vun der Gemeng geréiert gin, och zusätzlich nach an de Chantier gedrégt gin. So können man net weiterfuhren, an wir brauchen eng Rationalpolitik, die net de Leiit op der Geech geht, an wo och bësse méi evaluerch gëtt an méi geplant gëtt. Wéi geht et weiter a 5 Joer nach so Leiit mat dem Mise ha liewen an mat dem Chantier, den iwwerall entsteet. Gute Morgen, wir sind der Kantonalsektion Reden, ersetzen uns für alle Bürger an aus den Gemengen Bierkrich, All, Brezerdoll, Reden, Rommerisch, Uselding, Fichten, Sill, Großbus und Wahl. Wir setzen uns stark für den Transport an. Effektiv fuhren Hauptbuslinien just durch Reden und nicht durch die mit Kleingdörfer oder Gemengen. Dafür proposieren wir und bedürfnisangepassten Busverbindungen. On est en plein centre-ville de Redange-sur-Attert, un canton qui n'arrête pas de grandir avec la création de nouveaux quartiers, une nouvelle population, mais toujours aucun commerce, même pas une boulangerie. Et ça ne correspond pas à la commune. Wir müssen am Kanton Reden Kleinkommerzen mehr unterstützen und als Infrastruktur stärken. Wie schon gesagt, muss als Infrastruktur gestärkt gehen. Zum Beispiel mit mehr Freizeitplätzen, wo sich mit Kollegen treffen oder Sport machen. Wenn ihr euch an unseren Ideen fand, dann folgt uns auf die sozialen Medien, schreibt uns oder geht Member.
Gleich 3 von unseren Deputéierten hunn sich mit dem Sujet Energie und Mobilität beschäftigt und holen an ihre respektiven Interventionen kein Blatt für den Mund. Die aktuelle Situation am Persischen Golf weist leider, dass die internationale Energiekrise noch nicht drüber ist. Preise auf der Pumpe sind zwar aktuell nicht draufgegangen, aber die Ölpreise bleiben auf einem hohen Niveau. Für den Dieselpreis ganz rezent auch hier am Land an Blut geschossen ist, ob über 2 € der Liter, kruten es so manch Leute nach mir schwer, für finanziell über die Runden zu kommen. Besonders betrifft Familien, Betriebe und Bauern. An unseren Nachbarländern ist zeitnah reagiert gin fir d Bierger zu entlasten. Die deutsche Regierung hat Steuern auf die Petrolsprodukte reduziert. Diesel und Benzin gehen rund 17 Cent pro Liter hoch, 2 Monate lang. Zeitlich begrenzt Steuerentlastungen Brennes auch auf Frankreich. An allem, was mischt die Lützeburger Regierung an der Hinsicht für die Bierger bislo nicht. Am Gegenteil, der blaue Wirtschaftsminister Dallas sieht, dass hier am Grand Duché ein Bass auf den Accisen Sprit kontraproduktiv ist, weil das anscheinend als Petrolsreserven a Gefahr bringen könnte. Und dadurch schon wir allerhöchstens 20% von unseren Ölprodukten über die blockiert Straße von Hormuz kriegen. Das Resultat, den Diesel ist hier in Frankreich zeitweise schon mehr billig wie zu Lützeburg. Und da stellt sich die Frage, ob Doma dat dann vom Tanktourismus angelaut wird, den all Jahr nach immer ein paar 100 Millionen € Resetten an als Staatskäse spult. Wir, der DR, verlangen von der Regierung kurzfristig Entlastungsmesure für die Bürger. Dazu muss für die Leute zu helfen, die sowieso schon mit den immer mehr hohen Lebenskosten zu kämpfen haben. Das ist eben eine Realität, dass die meisten Bürger im Land ob die eng oder eine Art und Weise auf ihren Auto angewiesen sind. Entweder kennt die Regierung die Realität nicht an, oder ist es vielleicht aber eine gering ideologische Strategie, das wenn ihr bedenkt, dass die IEA, die Internationale Energieagenz, wo auch Lützeburg Member ist, für kurzem einen 10-Punkte-Plan vorgelegt hat, für en vue von der Knappheit den Verbrauch von Petrolsprodukten sehr zu reduzieren. Habt Ursache dafür wären die hohen Energiepreise und die Unsicherheit auf der weltweiten Markt herrschen. Am Resümee sind Rekommendationen eine hochgesetzte Maximalvitesse auf den Autobahnen, allgemeine Einschränkungen beim Autofahren, Manner Flugreisen an mir Homeoffice. Je eng generell Upassung von unserem Lebensstil. Die merkt, ne? Hier geht es konkret Angriffe an unseren Alltag. Nicht mit uns. Wir TDR stehen für eine Politik, die auf Verantwortung setzt und auch auf uns Freiheit. Wir müssen aufpassen, dass unter dem Vorwand von einer Krise nicht nur an nur als individuelle Freiheiten eingeschränkt gehen. Das hatten wir ja schon bei der Covid-Krise. Wir wollen keinen Energie-Lockdown. Was wir brauchen als eine Energiepolitik, die realistisch und sozial gerecht ist und die für allem am Dienst von den Bürgern steht. Seit 800 Jahren gibt es Windmühlen an Europa. Das ist eine Technologie und das ist auch eine Energiequelle. Das ist Windenergie. Für Windenergie brauche ich Wind. Aber wenn wir keine Wind tun, dann haben wir auch keine Windenergie. Eine andere Energiequelle, das war die Sonne. Aber wenn keine Sonne da ist, dann existiert die Energiequelle auch nicht. Und die Industrialisierung, die hat richtig angefangen, wie wir andere Energiequellen hatten, nämlich verlässliche Energiequellen. Und das war also Kohle, und dann noch natürlich die Quelle, mit der wir beim Auto seit 100 Jahren fahren, das ist Benzin und Diesel. Und natürlich die ganz modernste, das ist natürlich Kernenergie. Und in den letzten Jahrzehnten ist Nuklearenergie immer verdeivelt gehen. Und alle Energiequellen haben seine Vor- und Nachteile. Wir müssen nicht mehr rational sehen. Der Atomausstieg zum Beispiel, den ist mit responsabel für die hohen Energiepreise, Elektrizität, die wir im Moment tun. Und dann muss sich einfach ändern. Wir müssen einfach auf eine rationale Energiepolitik gehen. Die erneuerbare Energien allein, das kann nicht funktionieren. Weil nämlich scheinst du,
ass keng Sonn do, ass ke Wand do. A Batterien funktionieren am Moment net gut. Sie werden wahrscheinlich nie ganz gut funktionieren. Wir brauchen andere Energiequellen und da ist auch Kernenergie eng davon. An mir, also der Fraktion, wir organisieren einen politischen Ofen, für darüber zu schwätzen. Das Land wiest extrem sehr, sodass man nicht nur kommen, als Infrastrukturen anzupassen. Dafür muss überall dringend am Mordicus gebaut werden, so wie zum Beispiel hier zu Ettelbrück auf der Gare. Das bringt mit sich, dass der Zugtrafik ganz oft, wie lo an der Ostervakanz, in der Brach ist. Die Leute, die dann im ganzen Land, aber auch in den Norden, aus dem Norden müssen schaffen kommen, hier an Land, müssen dann auf den Schienenersatzverkehr zurückgreifen. Leider ist es so, dass das nicht immer optimal funktioniert, dass da keine Seelen hat, dass die Leute 2, 3, 4 bis zu 5 Stunden am morgen Tag verlieren, was natürlich bedingt, dass die Leute extrem, kann ich schon mal so, Leidensfähigkeit müssen haben. Das ist wirklich etwas, was viel Frustration bedingt. Das Problem beim Schienenersatzverkehr ist allerdings Koordination. Wenn der Bus 1 Minute zu spät kommt, ist der Zug aufgefahren, sodass die Leute dann zusätzlich warten müssen. An einer parlamentarischen Frage, die ich mit Mobilitätsminister gestellt habe, wollte ich einfach mal den Bilanz sehen. Über die letzten Jahre, wie DAX und die Leute müssen auf den Schienenersatzverkehr zurückgreifen, das ist aber auch wichtig, einen Ausblick zu machen, dass die Leute wissen, was noch auf sie durchkommt. Am Sommer, wie nie, müssen sie damit rechnen, dass sie nicht normal an den Start kommen. Und was mir wichtig ist, dass er sucht Perspektiven aufzuweisen, was können wir eventuell verbessern beim Schienenersatzverkehr. Also es eventuell eine Möglichkeit, dass mehr Busse fahren, sodass die Koordination besser klappt, weil muss ich bedenken, die Leute, die wirklich all Tag darauf angewiesen sind, dass man denen aber, wenn sie schon nicht können normal arbeiten können, dass man aber irgendwie so komfortabel wie möglich machen. Muss ich noch wissen, die Leute, die hier bei der CRL arbeiten, wie zum Beispiel der Chef de Gare, aber auch der Schaffner, auch die sind nicht in einer agreeablen Situation. Sie gehen oft, ich will nicht so aggressiv, aber sie gehen oft natürlich den Frust von den Passagieren geduft und hinten ausgelöst, obwohl sie ja wirklich am meisten dafür können. Dafür ist es wichtig, dass wir in Zukunft auch eine Perspektive aufweisen, was können wir irgendwie nicht mehr verbessern, wo können wir irgendwie hier umsetzen. Hanadais gesehen mal Busgard zu Ettelbrück. Auch heute oft zu chaotischen Situationen muss ich wissen, dass wenn wir den Schienenersatzverkehr haben, dann haben wir die regulären Busse, die Normalbusse, die sowieso fahren. Dabei können dann, dass man die ganzen Busse noch haben, die eben zusätzlich fahren, für den Schienenersatzverkehr eben zu garantieren. Das bedingt, dass es auf der limitierten Platz, die man oft zu ganz chaotischen Situationen kennt. Das ist einfach, dass es komplett überfüllt ist. Muss ich heute wissen, so wie ich auch früher gesagt habe, wenn wir nach mehr Busse wollen ersetzen, wenn sich eine Piste wäre für den Schienenersatzverkehr besser zu organisieren, da brauchen wir ein Konzept, da brauchen wir einen Plan, wie wir das in Zukunft organisieren. Dabei können die Leute, die all Tag mit dem Zug fahren, die gehen halbwegs eins auch mit dem Schienenersatzverkehr, die Busse mit den Nummern, die wissen, was sie Bussen, was für Busse zu klammen müssen. Wir müssen aber auch bedenken, was das mit Leuten, die nicht all Tag hier passieren. Touristen, die kommen dann haben sie Busse L13, L irgendetwas, die wissen gar nicht, was heißt. Auch an die Leute müssen denken, dass in Zukunft da aber Lösungen proposiert, wenn man die Chantier haben, dass die Leute aber halbwegs komfortabel von A auf B kommen. Auch hier fehlt es der Plan von der Regierung, die zwar sperren an provisorisch einen Ersatzverkehr errichten, aber auch hier sehen wir, dass es nicht zu angedeutet ist an die drinnen leiden, sind natürlich die Leute, die all Tag auf den öffentlichen Transport angewiesen sind. Die Rezentausse vom CSV-Fraktionschef Zeimet auf ihrem Parteikongress sind absolut nicht zeitgemäß. Am Europaparlament an viele Memberstaaten ist zu gesehen, dass die sogenannte Brandmauer gegen Trietz am Gangen ist, auseinander zu fallen. So, dass immer mehr klar wird, dass der eine Partei aus der politischen Mitte ist. Und der aktuelle CSV ist auf alle Fälle noch etwas schwarz. Das ist hier politische Zukunft. Was da schon noch für kurzem Reportage gesehen oder bessere, ich meine, ein Foto auf Facebook mit einem Zitat von Herrn Zeimet vom CSV-Parteikongress, wo gesagt wird, für Mathe schreiben,
CSV ging niemals eng Koalition Matrietspopulisten zu Lützeburg machen. Ich will nicht immer, dass da die Gemeng, dass ja normalerweise an CSV-Kräser so geschwert und nicht viel politisch wissen, aber mit mehr Polemik. Ich wollte dafür ein bisschen darüber reagieren, weil am Europäischen Parlament ja auch die Problematik von der sogenannten Brandmauer ganz aktuell ist. Ich wollte mir Zeit so für Matze schreiben, sie fällt zu summen, Brandmauer. Das heißt, das ist einfach an der Zeit nicht durchzuhalten, weil ganz einfach für ökonomisch sinnvoll Politik zu machen, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, die irgendwie Sinn macht, braucht Koalitionen Rietzeburg, an die sind nicht zu kriegen mit den Sozialisten, mit den Geringen oder anderen. Das heißt, eine Partei wie CSV, die sieht, dass sie sicher nicht mit anderen mirierte Parteien will zusammen schaffen, schafft gegen die Interessen von unserem Land. Hier fällt zu summen am Europäischen Parlament. Ich hatte morgen übrigens, bin zufällig ein Gespräch mit einem CDU-Politiker, und den hat mir auch konfirmiert, dass das auch in Deutschland nicht kann so viel gehen. Das an der Partei gewusst, dass eine Koalition mit der AfD, auf lokalem Niveau, dann regional und dann national, muss kommen, mit das sind natürlich Kader der Partei, die sind oder gehen, dort Spitzenpolitiker am Blick, mit das ändert sich. Es muss sich ändern, weil sonst beginnen die Parteien wie CDU, auch CSV über Zeit Selbstmord, weil sie sich selber dazu verurteilen, ihre politische Programm immer mehr zu verroden und immer mehr nur links zu regeln. Der CSV etwas mitgestimmt hat, zu Lützeburg wie die Freiheit für aufzutreiben, an die Verfassung anzuschreiben, als du für gut zeschen. Das ist der Verrot und der Werte und der Geschichte von der CSV. Wenn eine Brandmauer so viel besteht, wenn sie nicht umdenken und in der Richtung sich ADR abmachen, da geht das so viel und ich kann Ihnen prophezeien, dass mit der CSV wird Bischof gehen, wird mit anderen Parteien an Europa Bischof gehen, als wenn sie sich nicht mehr zu ihren Werten bekennen. Das ist ein bisschen als politische Philosophie vom Dach am bis geschwind. Vielmals merci. Als Lützeburger Spruch stirft nicht aus, das Thema seit Jahren so viel gegaukelt und man könnte batteren all der. Das soll jeder in Lützeburg mal zum Nodenken bringen. RTL Lützeburg, besser gesagt RTL Info, der französische RTL, wird ein Umflussreportage gemacht. Guck dir das an. Vous voyez ici, tout le monde parle français. Le français, c'est la première langue, je dirais presque du Luxembourg. Alors évidemment, dans certains magasins, je dis, bon, écoutez, moi, je parle un peu luxembourgeois pour le fun, mais non, que le luxembourgeois. Que le français, pardon. Deelweis okay annehmen, Leute, die hier leben, Leute, die hier schaffen, und sie sind einfach ganz offen. Ich spreche kein Lützeburgisch. Und ich will doch nicht, oder besser gesagt, Französisch geht mal durch. Viele Leute hier zu Lützeburg sind mittlerweile massiv genervt. Was hier gilt, we are in France. We speak French. Soll auch bei uns gelten. Dat war ganz rezent Videoen vum Dave Delvo, den iwwer die sozialen Medien wann kurzer Zeit ganz populär gin ass am Land. Moin Dave, Moin Dan. Willkommen am Studio. Genee wie der leiit och dir als Spruch ganz besonders Herz. Du hast eben an den echten sogenannten Shorts bei viele Leute einen Nerv getroffen. Du warst auch noch ziemlich neu bei der ADR, aber hast schon 4 Runden angefangen, dich politisch zu engagieren. Erzähl uns einfach mal ein bisschen etwas über dich. Ich war nie der klassische Politiker. Ganz einfach, ich komme aus dem Alltag, aus der Praxis. Und das auch da, wo ich Probleme da gesehen habe. Und darauf sind ich eben auf die Idee gekommen, für eine Menge Videos die Probleme, die ich gesehen habe, anzuschwätzen. Zusätzlich engagiere ich mich auch bei der Gemeinde, an einem Kanton, an den verschiedenen... Wie hast du angefangen? Für ein... Bald 2 Jahre oder wenig? Auf der Gemeinde? Das war für bald 2 Jahre. Ja, für bald 2 Jahre, genau. Da sind wir hingegangen an, wir gut von der Gemeinde, all gute Post, also die normale Bürger, war eine ganz gute Initiative von der Gemeinde Stengerfurt, dass die Bürger sich auch an den Kommission konsultativen Matbedeligen sich melden als Bruder, für da können Mat zu schwätzen und noch aktiv Mat zu schaffen. Das war ganz flott, du hast mich gemeldet, komm auch da ran. Und darauf sind ich eben in den verschiedenen Kommissionen gelandet, wie eben am Kanton Kapellen, die Loyes-Kommission, oder die Kommission vom Environnement und der Mobilität dus, respektive der Klimapakt und der Naturpakt. Wie war so stark politisches Engagement, das spielt noch richtig an den Videos.
ja, du wolltest einfach mich stallen. Du sollst einfach, wir können ja alle regimisch wählen, wir können nur wählen als Kreuzer machen. Du wolltest aber du mich weit gehen. Aber irgendwann kannst du ein Alter, bei 42 Jahren, mit 40 Jahren hast du gemerkt, du hast Basis von deinem Leben gemäht. Du kannst, wenn du als Papa von 3 Kinder, da willst du noch eine bessere Zukunft bieten. Und so wie der Moment aktuell dabei lebt, ist alles ähnlich das wie am Ende gesund, auch für die Zukunft von unseren Kindern, wenn ich da gucken, ihre Schaffen gehen. Wesentlich, dass sie besser vor Dingen tun, wie die letzten Jahre gelaufen ist. Und das war der Grund, warum ich mich gemeldet habe. Und Dave, ich verstehe dich ganz gut, auch als Familienpap, den ich eben auch sehe. An den Videos hast du eben auch traditionell ADR-Themen angeschwärzt, wie das Logement, die Schule, Sicherheit, die Identität und eben den Erhalt von unserer Sprache. Und das entspricht ja dann auch einer gewisser Logik, muss ich aber sagen, dass du dich für unsere Partei entschiedest. Ja, also anfangs habe ich nie explizit in einer Partei Gesicht. Schon einer Linie-Gesicht, die Sinn macht. Viele Probleme, die ich angesprochen habe in meinen Videos, hat natürlich der DDR schon viel mehr lang thematisiert. Und für mich war das keine ideologische Decision, mehr eine logische Decision, die ich getroffen habe. Ja. Und ich wollte nicht immer kritisieren, ich wollte auch mitwirken und etwas bewegen, und das kann ich bei der DDR. Tipptopp. Du siehst, dass eben der Gebrauch von der Lützeburger Sprache immer mehr auffällt. Das ist ein Konstat, den wir auch als ADR natürlich schon viel mehr lang gemacht haben. Und du hast dafür auch für kurzem mal eine Regie wirklich eine Petition gestartet, die noch lebt, aber schon bei weitem die nötige Unterschriften gut, dass die Forderung, dass Lützeburgisch als Integrationssprache nicht gestärkt wird und auch obligatorisch gelehrt wird. Kannst du uns dein Urlaubs vielleicht, was so eine Petition hast, noch ein bisschen mehr genauer erklären? Ja, ganz gerne. Also ich gesehen am Alltag, dass die Lützeburg immer mehr auffällt, und die Feedback, die kriege ich noch immer mehr aus dem ganzen Land. Sie hat Freunde, Kollegen, Bekannte, Familie. Und du besonders am Gesundheitssektor wie auch an der Wand, egal wie all der NRW ist, merkt ihr, dass Lützeburg immer mehr auffällt. Ich bin selber erlebt, wie ich für ein paar Jahre dann auch am Spital gelandet bin. Und der Urgence müssen trotz meiner guten Französischkenntnisse mitdelen in der Pinger Medikamenten, als das einfach nicht gegangen, weil du bist besser an Dingen am Mammenspruch. Und das war der Grund, für welche die Petition noch lanciert tun, weil das ein Froh vom Funktionament an unserer Gesellschaft. Meine Idee war, Lützeburg als gemeinsame Basis zu haben, wir können als Gesellschaft zusammen zu funktionieren, so wie das auch in anderen Ländern der Fall ist. Genau. Auf jeden Fall aus der letzten Promotionsvideo für die Petition auch ziemlich angeschlagen. Der ging wirklich viral, wie ihr das so seht. Wie viele Leute erreichst du überhaupt an den sozialen Medien? Das sind da zigtausend. Ja. Ja, du warst mal nach kein halbes Jahr aktiv, oder? Nee, mit meiner Page hat es angefangen für knapp einem Jahr, und mit dem Video für ungefähr 4 Monate. Den nächsten Videogang, als ich was Spruch, den hat auf den Plattformen zu summen, sind wir da über 80.000 Views kommen, innerhalb von einem ganz kurzen Zeitraum, weil man das Video alle gut zusammenhören, die verschiedenen Thematiken, die ich sprechen, kommen auf die Plattformen Meta und TikTok an einem Zeitraum von ein paar Tagen, weil wir jetzt auf 1,2 Millionen Views. Das geht auch überregional, weil... So viel Anwohner haben wir nicht. Ja, es geht überregional aus dem ganz einfachen Grund, weil ich auch Französisch Captions abbauen, also Übersetzung auf Französisch, weil... Untertiteln. Ja, Untertiteln. Ja. Ganz wichtig, weil man auch, was Lützeburgische Sprache angeht, ganz viel Frankophonen haben, die gerne gingen lehren, und einfach nicht dazu kommen, weil es verschiedene Kontrahenten gibt. Darauf sind wir auch die Feedback, dann sind wir auch bei meinen Untertiteln auf Französisch dabei geblieben. Andere Dave, dann will ich die letzten Video, die du gemacht hast, für die Petition zu promovieren, der persönliche Video, will mich auch nicht 4 anteilen. Du hast keinen Bock mehr drauf? Parlez français, s'il vous plaît. Du bist zu Lützeburg und du kannst dich nicht mal mehr auf Lützeburg am Geschäft vorstellen. Oh, parle-moi français, me pète pas les couilles, toi! Du hast auch keinen Bock mehr drauf, dass du auf der Arbeit komisch angeguckt wirst oder aufgemacht wirst, als du den Mama-Spruch schwätzt. Parle-moi français, toi! Wir brauchen einen gemeinsamen Spruch für die Integration, für den Zusammenhalt und für unsere Identität.
Dofir schreibt Petition 4004, fir dat Lützburgch gesetzlech als Integrationsspruch verankert gëtt. Fi dat Leiit, die ha Liwen erschaffen et leere mussssen, a fir dat et an de Schulen, am Berufsleben, an Spideler und so weiter zum Standard soll gin. Lützburgch als als Spruch, so steht doch am Artikel 4 auf neiser Verfassung. Dofir, schreibt Petition 4004 fir als all Ëlo. Ja, merci op alle Falle fir den Besuch am Studio, Dave. An skift auch noch ganz gern Schlusswur diewer los. Ja, vielmals merci dann für die Invitation. An den Irrgötten dobausen merci und erst die Petition 4004 bis Lohn unterstützt haben. Für die bis Lohn dann nicht davon wussten, respektive an den Schrift haben, unterschreibt, Schwätztriver, Deals, Lust als gemeinsam eine Basis für Lützburg setzen und zusammen Zukunft Lützburg gestalten. Vielmals merci. Wir bleiben beim Thema Spruch. Heuer ist normal der Constat, dass Lützeburger Spruch bei administrativen Demarchen überhaupt nicht berücksichtigt wird. Madame Gesundheitsminister Martin Depré verurcht Lützeburger Volk. Da beweist sie leider ganz deutlich. Gefroht, für was ihre Minister offiziell Standardbriefe auf Deutsch, Englisch, Französisch und sogar Portugiesisch verschickt, schreibt sie, dass, und ich zitiere, die Lützburger sprachige Personen, das Wort Lützburger, hält sie mal nicht mehr an den Mund, sich gegeben an diesen Sprachen herumfanden. Und des Weiteren geht es hier dann anscheinend darum, so viel Leute wie möglich zu erreichen. Mir lebt Madame Depré. Wir werden nicht durch Italienisch, Spanisch, Slawisch Sprachen und so weiter. Was möchte das damit Leute, die aus aller Welt hierher kommen, für zu schaffen, sich hier näher losen, und die für sich zu integrieren, sich selbstverständlich auch für eine Sprache interessieren, sie wollen lernen, sie ihre Kultur kennenlernen, wenn sie gesehen dass als eigene Regierung sogar ein Standardbriefe Spruch einmal nicht benutzt. Leif Madame Depré. Verurcht die Lützeburger wirklich so stark, dass sie für ihr Schuss da sind, für zu kotisieren, Steuern zu bezahlen, aber nicht mehr gleichberechtigt Teil vom öffentlichen Leben sind, das wohlgemerkt am eigenen Land. Und dann, zweitens, frage ich mich auch, als die Decision eigentlich mit ihren Regierungskollegen aufgeschwärzt. Offiziell setzt die Regierung sich hier dermaßen für Einspruch an. Aber entweder wird nicht aufgeschwärzt oder die ganze Regierung verurcht, aber leider ist. Moin, an der Lächt laufen immens viele Debatten über die Sprache im Land. Die Debatte geht für allem von Bürgern aus unserem Land initiiert, ohne Unterstützung von der Regierung, was immens schwer ist. Viele Junge, und das gesagt ihnen auch auf den sozialen Medien, fanden auch, dass die Sprache nicht genug Unterstützung kriegt. Wir kennen die Situation, wenn ihr in der WS, an Kaffee geht, sich irgendwas will informieren, ganztags kriegt dann auf Französisch geantwortet. Ein Spruch wird leider immer mehr gefordert. Wir kriegen das mit verschiedenen kleinen Schritten in eine bessere Richtung. Erstens, visuelle Gestaltung. Wir müssen endlich als Straßenschilder, öffentliche Beschreibungen und Informationen ändern, sodass die für die Stadt Lützeburg gesagt, respektive auch eine Option auf Lützeburg beisetzen, wenn die fehlt. Zweitens, mehr Integration durch als Spruch fordern. Das Projekt Alpha, also die Alphabetisierung auf Französisch, auf Deutschland, an die jungen Kinder auch mit Migrationshintergrund Lützeburg mehr bringen. Und drittens, Lützeburg auch konstruktiv fordern bei Frontalieren, sodass die Leute aber auch eine gewisse Obligation haben, für einen Spruch zu lehren. Das natürlich am Gleichgewicht an materialistischen Zielen. Mehr Lützeburg am Alltag geben es alle gute besser tun. Merci. Und wir gehen nach einkehr zurück an die Chambre mit einem Gedicht vom Lützeburger Autor Paul Pütz, der sich schon für ein paar Jahrzehnte Sorgen um die Zukunft von Lützeburger Land gemacht hat. Gegen alles kannst du Pölle friessen, bei Kapfei Zenwei Peng am Mo, der wenn sich sogar vergessen, weil dann die Babypöllers do. Geburten gehen immer Männer, wie weiß, was diesem Land nach bleibt, es steht mit 4-5 Kanner als hautscher Balling Rarität. Mit Pöllelein als du nicht schwellig, weil Kanner hun, das ist doch schön. Mit Kanner zielen als nicht billig bei Maxi-Preise am Mini-Lane.
Wie geht et vir hun ha am Ländchen an 100 Joer wer Dir gesinn, de lächte Lützebäier Menschen am Muse an der Glasvitrin. Dat waret fir de Sendung. Ech Salver an die ganz ADR-Kipp so Schmerze fir no kucken. Bleibt gesund, Adi, a bis de nächste Keier.